Ja Leute, mit dem letzten Content-Update kam nicht nur der Geologe ins Spiel dazu und auch ein paar neue Einheiten, die wir noch gar nicht gesehen haben, ne? Das ist auch nicht so. Nein, wir werden hier auch noch irgendwie von den Banditenlagern völlig umrannt, völlig daran gerinnert, uns irgendwie ausbauen zu können. Aber es wird auch ein neues Overlay vom Spiel, ne? Ein bisschen Quality of Life Updates. Dann willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Wir sind gerade dabei, noch ein bisschen auszubauen, damit hier noch mehr Leute zukommen könnten. Ne? Hier eine Garnison unter anderem. Derweil wird die auch noch rekrutiert fleißig, ne? So soldatenmäßig und Wachen, hast du nicht gesehen. Ich muss sagen, ist doch ganz cool. Hier sind ein paar Patrouillen, das ist eigentlich auch cool. Vor allem stehen die einfach hier durch und das ist eigentlich nicht so cool, ehrlich gesagt. Wieder zurück und hier ins Militärcamp. Gerade besuchen keine Wohnung des Hause Taverne. Warum sollen sie auch? Irgendwie auch doof, oder? So, Lagerhaus, das bauen wir später. Hier haben wir noch eine Fischerei, okay. Holzlerhütten, noch ein bisschen was zu tun. Sägewerke sind vielleicht dabei. Der Entdeckerposten soll entdecken, was auch sonst. Also hier drüben. Vielleicht finden wir noch ab und zu etwas, wer weiß. Ansonsten, Werksteine haben wir, Grenzsteine kommen noch dazu, wir haben normale Steine, okay. Ich werde den noch hier wieder einschalten. Kupfer müsste langsam aber sicher senken. Wo ist der Kupfer schon wieder? Hallo Kupfer, wo bist du? Da sind noch Ressourcen. Bergbau. Ah, hier oben ist er. Das sage ich auch so doof, wa? So, immerhin schon mal 3 Soldaten, 9 Wachen. Da ist noch zu wenig, um die hier anzugreifen. Wenn ich den angreife, kommt der andere dazu. Und dann haben wir hier oben schon wieder einen. Also, wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Wir können natürlich hier eben mal ein bisschen weiter ausbauen, ne, und sagen, wird langsam Zeit für Häuser, Tavernen. Das wird soweit ja auch stimmen und ich glaube tatsächlich, ich baue mal hier Häuser hier unten hin. Schon krass, ne? Hier war auch nur Nadelholzstern und Steine und hier direkt Nadelholzbalken, Werksteine und so. Und ich denke, was zum... Was jetzt? Hä? Okay, bauen wir trotzdem. Dann, wenn ich das so mache, dann bauen sie nicht. Ja, was in der Art, aber okay. Machen wir hier mal ein paar Häuser hin. Sagen aber, wie bereits erwähnt, nö. Nö. Noch nicht zumindest. So, dann Marktstände, die würde tatsächlich hier unten hinbauen. Und erst einmal schön alles selektieren, ne? So, dann Nein, das sind die falschen gewesen. Ja, Brot und der letzte war, also der letzte noch. Da haben wir schon alles. Oder da haben wir schon alles. Gut, dann können wir hier mal schon mal fleißig bauen mit ein paar Häusern. Tavernen so kann man gleich noch hier oben hin. Beziehungsweise ich hätte sie eigentlich eher gerne hier oben, damit ich hier nochmal ein paar Häuser bauen könnte. So, Wohnhaus. Kommt wieder so viel Werkstein. Da ist er bereits drin, ne?
Sie prügeln sich um Werkstein, ja. Portiert Einheiten, ja, dauert halt ein bisschen, ne? Waffentechnisch, die Schwerter, wie sieht es in den Schilden aus? Geht nicht ganz so schnell voran, wie ich gerne hätte, tatsächlich. Personal auf dem Weg, das klingt doch schon mal gut. Hier irgendwas davon wegnehmen. Ja, ich glaube, die streichen mal. Zahnräder haben noch ein paar. Sollen wir hier noch den Rest davon machen? So. Jagdbogen. Und noch nie Schaden. Angel. Dann nehmen wir das auch weg. Dann soll das hier bleiben. Auch wenn es theoretisch Waffen sind, aber naja, außer einfach für die Waldläufer. Geil, hier die Straße nehmen, ne? Echt Wahnsinn. So, hier sieht man, das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass wenn man irgendwann halt die Ader nicht mehr bebaut hat quasi, ne? Also wenn man keine, wenn man nicht diese Minen gebaut hat, wo man vorhin gesehen hat, ah, das sind irgendwelche Adern, dann verschwinden plötzlich diese Markierungen. Und das Fiese daran ist, selbst wenn du noch weißt, dass hier Markierungen waren, du kannst es teils verpflanzen, also hinbauen, oder hierhin, weil es geht ja um den Umkreis hier, einen Radius. Aber es bringt nichts. Er macht es trotzdem nicht. Du musst wirklich wieder neu erforschen oder neu finden lassen. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, puh, okay, Spiel. Nicht schlecht. So, warte mal, hier machen das tatsächlich mit den Wachen hier. Ich mache nur 20 Wachen insgesamt, das müsste eigentlich reichen. Dann haben wir Handelslager. Das Gildenhaus, den Handelsposten, haben wir die Dinge eigentlich auch schon mal. Kein Marktbrunnen in Reichweite, ne? Und dann macht natürlich auch nichts, das dachte ich mir schon fast. Ah ne, muss ja der Marktbrunnen sein, Entschuldigung, mein Fehler. Wollte aber eigentlich da die Dinge noch hinbauen. Okay. Den doch hier hin. Wobei es auch so geht. Wo die Taverne ja sowieso eher hier hinbauen. Aber es behalten hier, ne? Da können wir noch ein bisschen Zeit lassen. Die Truppen hier wären mir eigentlich mal lieber, wenn ich ehrlich bin. Ich will noch ein bisschen Gas geben. Ja, komm, Banditen, kommen sie alle wieder ans Dorf, ne? Überraschung, hier sind wir. Hab mal schön gekillt. Nein, geh nicht dahin. Bleibt hier unten. Leute. Ich sage auch schon, wenn ihr irgendwie... Ja, genau, weil das passiert dann, nämlich. Dankeschön. Dann stirbt ihr einfach wieder. Weißt du was, sind ja Banditen, ne? Die sind ja gegen... Gegner hat Gebiet. Ja, schickt doch Schemen. Kampfstärke gegen Kriecher, also das ist letzte Folge ein bisschen ankündigen wollte, ne? Das sind halt... wie soll ich sagen, das sind Kriechern. Bisschen schwierig zu sagen. Nicht Kriecher selbst, sondern... Es gibt hier halt die neue Einheit, die sogenannten Scarfs. Oder Scarfs. Das sind diejenigen, die... Man glaubt es kaum... die eigentlich ähnlich wie wir sind, ne? Die können auch Gebiete ausbauen, die können irgendwie
Materialien abbauen und so, Sachen sammeln, die haben ihre eigene Festung und so. Und sind demzufolge auch wirklich eine Einheit, die im Gegensatz zu den Banditen und so nicht nur bei ihrem Lager bleiben, sondern eben sich auch verbreiten. Ne? Da gibt es eben so Einheiten, die wir haben, die einen Vorteil dagegen haben. Ne? Dass halt die Wachen dagegen haben, okay, das erstaunt mich so ein bisschen. Aber die Klingentänzer sind halt sehr gut gegen die Scarfs. Aber gegen die Scarfs generell, ne? Und dann die Kriecher ist eine Unterfraktion von denen. Das sind, glaube ich, weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie diejenigen waren, die die ganzen Dinger für den Bergbau und so da sind. Bin mir nicht mehr sicher tatsächlich. So, wir haben ein Wohnhaus, okay. Wir haben die Dinger hier gebaut, Marktstände. Wir haben eben da auch ein bisschen was zu futtern, sehr gut. Da fehlt natürlich noch alles, alles klar. Ich habe da nichts vergessen, ne? Das Untar, ne, das sind zwar 3 Stück. Das passt schon so. Oh, die Waldprodukte noch vergessen, ne? Ach du Scheiße, da fehlt natürlich noch einiges. Nein, Moment. Bei einiges ist es auch übertrieben, aber es fehlt noch ein bisschen was. So, das Pro kommt frech wie sie ist einfach dahin. Ja, natürlich wegen dem Sammler hier, ne? So. Dann würde ich mal sagen, den können wir wieder anstoßen. Der darf es wieder bauen lassen. Genau. Ja, komm, packen wir alle wieder rein. So, und die haben nichts mehr zusammen in Reichweite, ne? Alle schön abgeholzt. Perfekt. Da können die natürlich weg. Vorerst müssen wir natürlich bald neu bauen, das ist klar. Sammlerhütte war Ausgangslager voll. Ja, da soll da erstmal gucken. Schon im Gange, ich habe gar nicht mehr so viele Bronzeschwerter, ne? Ein paar neuen Auftrag geben. Aber noch ein paar Bronze-Dinger, das ist sehr gut. So, ups. Haben wir da 30. Wie sieht es hier aus mit den Waffen? Das kommt auch noch. Okay. Dann haben wir hier also, sollen wir gleich mal 16 Stück werden. Das ist das, was ich gerade gerne hätte. Das Problem ist hier, das sind Banditen. Ich habe keine Truppen gegen Banditen gut, sondern ich habe Diebe, Werwölfe. Jetzt hier mal gucken, was wir Truppen ausbilden kann. Ja, leichte Ausrüstung, verstärkte Ausrüstung. Da müssen wir uns auch kümmern, leider Gottes. Das ganze Weberei und Schneiderei-Ding-Prinzip, das hasse ich ja sowieso, muss ich leider zugeben. Da mal schauen. Kann er sagen, Reichweite? Okay, dann kann der auch weg. Ich habe hier noch was zum Bauen, würde mal sagen. Die Dinger kommen wieder auf die andere Seite. Also sägewerkmäßig. Da habe ich glaube ich nie speziell was angepasst, ne? Damit ich aber nicht Gefahr laufe, plötzlich zu viel von allem zu haben, sollen die mal kurz pausieren tatsächlich. Also dürft ihr zwar bauen, aber sie sollen nachher... Ja genau, bauen sollen sie, aber sie sollen nachher nichts machen. Gefahren in der Nähe, was wir gefahren. Ah, Banditen hier, okay. Und sind die da oben? Vielleicht kommen die Holzwerke schon so nachher auch hoch, aber momentan noch nicht wirklich wichtig. Was haben wir noch? Die Werkzeugschmiede, ja, die braucht es nachher auch, genau. Dann Weberei. Die Verhandlungszeit brauchen viele Webereien. Viele, damit das funktioniert hier mit der Schneiderei. Ich sage aber erstmal das Leder will ich mir aufsparen, für den Moment, wo wir es wirklich brauchen.
So, ein Seile braucht es auch nicht gerade unbedingt so viel. Was haben wir dann noch? Vorne wegen ein bisschen in den Seilen. Wo sind sie? Ja, da oben. Okay. Das Seil macht zweimal weg. So, einer reicht, glaube ich. Gut. 17. Okay, muss reichen. Ich habe zwar eben auch Elite-Dinger drunter, aber was willst du machen, ne? Könnte meinen Reichtum erhöhen, damit sie auch ein bisschen stärker werden. Also wäre froh, wenn sie die beiden Lager hier platt kriegen. Das müssen gar nicht alle überleben, das erwarte ich gar nicht. Wenn sie beide Lager platt kriegen, das wäre toll. Die Eliten-Dinger, Banditen, die knacken sie normal nicht. Ah, dieses Kampfsystem, dieser Random-Faktor immer. So. Ein Ding wäre futsch. Kommt der nächste. Ja, danke schön. So, abbrechen. Und ich würde sagen, bitte erholt euch, dann kommen die nächsten wieder zum Zuge. Ein paar davon müssen wir noch haben, oder? Nur noch 11 Stück. Dann noch einer überlebt, krass. Ah, ich verstehe, er ist der Schüler vom Meisterdieb. Oder Bandit. Hallo? Junge! Ja, ist gut. Das ist ein einzelner fucking Bandit. Ey, wenn ich etwas von Pirates Bargoni hasse, ist es der Faktor. Weil den verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es nicht, Freunde. Es macht für mich null Sinn, warum das so ist. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist leider so. Ein einzelner Bandit und der streckt hier alle nieder. Immer wieder. Und wie gesagt, es ist ein normaler Bandit, es macht keinen Sinn. Dass einen platt macht, okay. Zwei platt macht, ja. Aber dann ist Schluss. So, bitte hier mal erweitern, das Gebiet, wenn es geht. Und dann verlierst du halt wieder so viele Truppen, das ist einfach... Oh. Naja, was willst du machen? So, sind also im Gange. Dann wäre vielleicht bald mal ein Eisenschwert fällig, ne, damit sie ein bisschen stärker werden. Das wäre ganz nett. Eisenschwerter, ne? Also brauche ich Kohle und brauche Eisenbarren. Die Dinge brauche ich sowieso, das kann ich jetzt auch mal machen. Entdeckerposten. Ja. Und wirklich langsam mal Eisen hier, ne? Und ich brauche unseren Lieblingsgeologen wieder. Ohne ihn wird es schwierig. Soll ich mal sagen, wir bauen erstmal das ganz normale Eisen hier ab, ne? Haben wir auch da oben ein paar Probleme, das sehe ich alles ein. Können wir tatsächlich 2 Kohledinger arbeiten, ich glaube, das passt schon. Eisen haben wir da auch, also kommt da noch einer hin. So.
glaube, das passt. Dann der Entdecker. Ja, der entdeckt fleißig, da ist auch schön. Das Gebäude hier ist leider am falschen Platz. Und ich hätte hier gerne, da hier ein bisschen die Verarbeitung von allem ist, mal das hier hin, ne? Sollte es eigentlich stehen lassen können, aber egal. Lager. Lager. Einmal das Kupferding. Einmal das Ding. Mal das Erzding. Nickel kann einen Schaden. Den Rest gucken wir mal noch, ne? Wann es soweit ist. Gold hier, ernsthaft? Ah, einfach als barrenmäßig ist, deswegen dachte ich hier Goldbarren. Ich habe ja auch Silberbarren drin. Plus es gar keine Kupferbarren gibt, ne? Wir haben einfach Kupfererz und daraus wird direkt oder Kupfer und daraus wird direkt das Schwert gemacht. Was wirklich so ist mit Kupfer? Ich weiß halt nicht, ne? Da kennt man da zu wenig aus. Was haben wir hier noch Schönes, ne? Leichte Rüstung. Ja, die sind halt gegen Diebe. Gut, das waren ja Banddiebe. Und Bandite. Bandite ist was anderes als Diebe. Die Garnison hier ist deaktiviert. Da kommt der Geo alias Gronkologe. Hier haben wir etwas Weber, wir brauchen Messer. Dann die Waffenschmiede, heißt aber noch eine Werkzeugschmiede. Wobei, der müsste eigentlich automatisch bestellen, ne? Aber logischerweise ist auch hier wieder Kupfer oder Eisenbarren. Kupfer will ich jetzt momentan noch nicht verbrauchen, aber so nehmen, was es hat, ne? Also das mit dem Eisen abbauen so funktioniert. Ich habe die Dinger, bauen natürlich noch eine Schmelzhütte, einen Hochofen, später für den Stahl zum Herstellen, eine Münzprägerei, ne? Das ganz mal so. Also die Schmelzhütte hier hin. Erfahrungstechnisch brauche ich glaube ich mehrere Schmelzhütten, also wären mehrere Schmelzhütten gar nicht mal so schlecht. Man hat einen Hochofen. Die Münzprägerei direkt dort, wo die Diebe und so sind. Ne? Das ist natürlich ein gutes Zeichen, genau. Das macht Sinn. Den können wir noch sparen. Die baut relativ fix tatsächlich. So, Gold, Silber ist noch nicht nötig. Ich hätte eh nichts. Nickel auch nicht, sondern vor allem auf Eisen gehen. So, nachher der Geologe soll da mal gucken. Gut. Also, Weberei ist auf dem Weg. Die haben wir schon mal. Die brauchen noch. Kann man das noch an. Oh, ich habe 3 gebaut. Okay, gut. Ich hatte gerade, hey, wieso so viel gebaut, aber stimmt schon. Werkstein sind noch ein paar reserviert, ne? Herstellung ist im Gang. Ja, ihr macht das schon. Stärkungsmahlzeiten. Ja, da müssen wir kurz abwarten. Die kann man aber auch. Können wir uns, glaube ich, mal, auch was das betrifft, Träger oder freie Träger noch. Aufgabe 38, ja, da kann man mal Zeit. Die Taverne zu bauen. So, der Gronkologe ist back to action. Baumaterial fehlt, ne? Ja, sie ist im Gange, sie ist im Gange. Oh, kann man noch rausnehmen tatsächlich. Die Schneiderei muss ich vielleicht erst noch passieren. Nee, eigentlich bin ich nach den Stoffen relativ fix unterwegs. Der nimmt der Land ein, ja.
Banditen, ne? Macht es hier nachher Sinn, mit dem Fischen voranzugehen? Und da ein paar Fischis zu bauen. Ich glaube, wenn ich hier bauen könnte, ist nochmal der Entdeckerposten hier oben. Ich glaube, der hätte Freude dran, wenn ich ihn hier hinbaue. Man kann nämlich hier weiter gucken. Ich würde sagen, in die Richtung, war. Da schon mal den Banditen aus dem Weg. Aber eben die eine feindliche Truppe fehlt mir hier immer noch. Die neuen, die ich extra hier angewählt habe. Das irritiert mich ein bisschen. Ja, eine Fraktion anfreuen, aber sehe ich denn irgendwie Wachtürme? Ein drittes bauen, Forsthaus, Steinmetze. Forsthaus ist gar nicht mal so eine doofe Idee, die würde ich aber tatsächlich eher hier hinten machen. Also quasi sagen, okay, gehen wir bitte in die Richtung hier. Effizienzmäßig, ja, aber noch ein paar dazu nehmen, ne? Und dann scheint es da relativ friedlich zu sein, das heißt, er kann es durchaus riskieren. Ja, mal ein paar Stück. Habe ich jetzt auf 15 hoch, ne? Normale Soldaten. Laubholzbretter, da haben wir noch ein paar. Nadelholzbank haben wir keine mehr. Gut, brauchen wir momentan auch nicht, falls doch. Mal einschalten, machen wir nur den hier. Ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Zahnräder kann man gut gebrauchen. Auf 13. Ich glaube tatsächlich, die Fackel die werden wir immer ein bisschen brauchen. Holzspeere. Naja, wobei. Das ist eigentlich da wieder dran. Oh, hier mal, komm. Der soll hier eigentlich für die Waffen sein und der hier für das andere Zeugs. Das andere alltägliche Zeugs vor allem. So, seht ihr, jetzt sind da alle Dinge wieder, die wir bereits haben. Juhu, er freut sich. Ja, Kohle sammeln geht immer relativ fix, ne? Ich hätte halt gerne mal... Ist Eisen tatsächlich, das brauchen wir auch immer wieder. Hier habe ich einen, ja, da ist halt der da abbaut. Das macht er auch gut. Ich bin sehr stolz auf ihn. Stimmt aber noch ein Banditenlager, ne? Da will ich deswegen eigentlich eher weniger hin. Und hier hat es irgendwie nicht so viel, ne? Aber hier haben wir wieder 2 Banditenlager. Ja, die müssen langsam aber sicher mal ausmerzen. Aber ob der Waldlauf halt doch noch eine gute Idee wäre, bin halt echt unschlüssig. Sage ich mir jetzt hier, weil ich momentan ein bisschen Probleme habe mit dem Stoff, dass ich sage, hey, kein Stoff, nimm das Leder, da haben wir jetzt ein paar genug. Mach leichte Rüstung, weil den Rest Eisenbahn und so, das dauert noch ein bisschen. Rucksack für den Handel brauchen wir auch noch. Dann kommen 5 Stück hiervon. Machen mal 20 hiervon. Von Banditen angegriffen, Beintäutate. Das habe ich eigentlich noch ein paar. Ne, die sind alle weg, gut. Die sind jetzt hier für den Ausbau zuständig. Die sind unterwegs. Dieb, hat er hier irgendwo noch ein Diebeslager, ne? Oh, da kommen sie auch schon. Also hier irgendwo noch ein Diebeslager. Ja, dann passt schon, ne? Wenn ich hier noch ein paar Waldläufer mache. Mal 15 Stück. Jetzt habe ich hier 25 von denen. Da kann man machen, wenn ich soweit bin.
Nadelholzbalken, ne? Naja, da sind die. Vor allem die produziere ich gerade wieder. Trotzdem muss ich irgendwo ein paar Dinge ausbauen. Eben hier wäre eine Option, ne? So, du machst dann vor allem hier in die Richtung und logischerweise brauchst du noch einen Brunnen. Dann machen wir dann hier irgendwo in der Nähe noch ein paar Farmen. Auch hier habe ich eigentlich wieder relativ viel Platz, ne? Relativ gut gemeint. Mit dem Platz hier und so. Weil ich jetzt hier ungern irgendwelche Farmen so bauen würde, tatsächlich. Sammelhütte bringt ja nichts mehr. Das wissen wir bereits. Dann wird es hier Zeit für die Esstische. Führungstechnisch, ja, da kann man noch ein bisschen was machen tatsächlich. Kein Feuerholz verfügbar. Das ist natürlich nicht ganz so praktisch, ne? Man müsste es ja... Die bringen ja welche, ne? Welches? Ja, die bringen's. Die bringen's, die bringen's. Ansonsten passiert da eben der Ausbau. Okay. Hier haben wir die ganzen Minen. Also ist Nickel und Silber. Das ist zwar prinzipiell schon gut zu wissen, dass es die sind, aber momentan noch die falschen tatsächlich. Die hat irgendwie nichts Besonderes, ne? Baumaterial fehlt. Wobei verfügbar wäre es ja. Kein Personal anwesend. Webt Flachs zu Stoff oder Seil. Braucht ein Messer. Ah, da fängt jetzt erst an. Ja, super. Da machen wir ein bisschen hin hier, Leute. Eigentlich soll das Gildenhaus jetzt bei ihm ja das einen Auftrag geben oder nicht? Das war's, ich mach's einfach mal. Kupfer da oben. Mhm. Jetzt mit generell unserer Truppenstärke aus. Ne? Klar, Banditen sind wie bereits erwähnt keine Diebe. Sind ja hier auch irgendwo. Vermutlich hier. Ein Kohletagebau. Das ist aber nicht unserer. Also könnte das einer der anderen neutralen Fraktionen, so wie wir hier schon gesehen haben, das tüchtige Dorf. Was wäre eigentlich hier hinten. Oder aber, das sind hier die bereits erwähnten Scarfs, ne? Das wäre auch möglich. Wo sind jetzt die gerade unterwegs? Hier. Oder echt, ich habe wieder irgendwie die falsche Map ausgewählt, aber das glaube ich jetzt eher weniger tatsächlich. 35 Minuten, okay. Kann man die Banditen hier angreifen? Wir sitzen jetzt hier ein Haus mit so Eisenbarermäßig, ne? Okay. Kommen erst noch.
Banditen, wisst ihr was, reicht's mir hier aber. Soll er mal schnell abziehen lassen, genau über die Berge, ne? Voll fies eigentlich. Na komm. Ja, ich verbrauche den schönen Werkstein hier, ne? Den kann man nicht meckern. So, Material sind auf dem Weg sein, dann eben wird Eisenbahn hergestellt. Und das Material, man kann ich hier nämlich endlich mal die Eisenschwerter zimmern. Kohle haben wir genug, ja, das dürfte kein Problem sein, nur mit dem Eisen ist es ein bisschen schwierig. Und hier hat der Geologe kaum was gefunden. Hier oben ist eine kleine Ader von Kohle. Das ist auch nicht ganz so wild. Was mir halt noch fehlt, ist einen Geologen anklicken. Doch, jetzt sehe ich es ja. Entschuldigung, nichts gesagt. Dass hier wirklich auch markiert werde, was ich hier finde. Ja, kleine Ader Kohle. Ne? Müsste glaube ich eine große Ader sein, damit er sagt Kohle, Kohle, Kohle. Da Banditen unterwegs, hier Veteranenbanditen auch. Gut, die sind ein bisschen abgeschieden. Aber ja, sollte ich eigentlich schon mal die Truppen hier versammeln. Wurde deaktiviert. Militärakademie abgeschlossen, ne? Der Esstisch, fehlt wieder der scheiß Stoff. Da sind wir aber dran, okay. Ich habe den Flachs vergessen, Freunde. Oh, scheiße. Ich habe tatsächlich ohne Witz komplett vergessen. Flachs anbauen. Das war ja sehr schlecht. Flachs hat, glaube ich, irgendwie sandiger Untergrund am besten, ne? Mal schauen, wo ich überhaupt hier Flachs anbauen könnte. Staubig, ne? Da oben. Okay. Hier sind die. Okay, dieses Teil auch von denen hier. Am besten für Mais, am besten für Flachs, ne? Hier oben ist Flachs. Ja, da muss er halt da erstmal hin. Sprich, Leute, ihr müsst erstmal da oben. Wir noch ein bisschen ausbauen, müssen dringend nach da oben. Weil ohne Flachs ist schwierig, ne? Klar, kann ich wieder neue Sammelhütten und so bauen, das geht schon, nur ob es viel bringt, ist eine andere Frage. Himbeeren, aber zum Teil finden die auch Flachs. Ja, mein Schaden tut sowieso nichts. Sag mal. So, jetzt. So, der braucht ein bisschen, bis die Bäume hier kommen. Aber wenn sie dann kommen, dann kommen sie. Dann kann ich auch die hier bauen. Ich brauche für die Holzverhütte 4 Nadelholzbalken. Ne? Das heißt, da unten das Ding hinmache, brauche ich hier mal 2 Stück hin. Die sollen sie bauen, aber sind noch deaktiviert, damit ich momentan noch keine Ressourcen verschwende, aber sind schon mal gebaut, weil, wenn wir plötzlich doch mal Nadelholzstämme ausgehen sollten, aber nachher keinen Bedarf mehr, weil wir es ja schon haben. Ne? Gut, dann hier. Ja,
ja, eben entweder da Leder nehmen, was ja leider nicht endlos ist, ne? Da ist eine bestimmte Menge vorgegeben, oder aber hier, aber war das Material, solange ich keinen Flachs habe, können die nichts machen. Das haben wir jetzt sehr schönes. 28 davon, 15 Soldaten. Komm, greif dich mal an hier. Ja, ist gut, Junge. Mal so ein Arsch vom Dienst, so schön sagt. So, der kommt schon mal. Beeilung, Beeilung. Schon durch? Krass. Zahnräder aber genug, ne? Fackeln. Man soll es nicht lange fackeln, aber eigentlich auch. Können wir theoretisch auch unendlich stellen, aber bin ich jetzt noch ein bisschen früh dran. Oder erst machen wir hier die Produktion in Bretten und so, dass es wieder auf Hochtouren läuft. Dann würde ich es mir überlegen. So. Natürlich zu viele drin, ne? Okay. Ja, sie nehmen Land ein, ist ja auch schön. Tatsächlich ist ja auch wichtig. Besten für Kürbis, ne? Aber im Flachs und den gibt es nur hier. Das ist ein verdammt kleines Gebiet hier, wo es nur Flachs gibt. Kohl. Hier wäre wieder etwas. Oder hier oben. Steppe kann ich dann bauen, muss halt erstmal hier hinkommen, ne? Also wir müssen so oder so nach da oben hin. Und da ist ein Deck, aber wo zum Henker? Gut, ja. Stimmt, das Gebiet hier natürlich noch endlos groß. Junge, Junge. Was ist das für eine gewaltig riesige Map? Geh mal da hin und guck mal, ob du da irgendwo die Scouts mal findest. Alter. So. Eisenbahn sind im Gange. Bronze, der Kupfer gehen wir langsam zu Ende. Das war zu erwarten. Und ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich muss hier durchbrechen fahren, es geht nicht anders. Zumal die Folge schon längst vorbei ist. Und ich nachher noch rennen muss, weil sonst haben wir für das Wochenende wieder keine Folgen. Ich muss dann offscreen gucken, ob ich die richtige Map ausgewählt habe, überhaupt zum Starten. Klar, sie ist riesengroß und so, aber es irritiert mich trotzdem erstmal, dass wir hier überall Banditen haben, statt Diebe, weil die zum Teil auch noch vertreten sind. Aber auch, dass irgendwie eben neue Truppen gar nicht da sind. So. Sammeln, Freunde, sammeln! Gut, dann kann ich hier nachher weiter nach oben ausbauen. Hier auch noch ein bisschen was erschließen, dann passt das doch. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne hier, auch wenn es nur 8 Stück sind, noch ein paar davon bauen. Herstellen, wie gesagt, bauen vor allem. Bronzeschwert, da haben wir jetzt genügend, sage ich jetzt mal noch.
Ich würde lieber noch ein bisschen auf Eisen und Dinger bauen, also die beiden hier. Und die bauen sowieso andere Waffen. Mal die ersten etwas stärkeren Soldaten, wenn man so will. Jetzt sind hier ein Grau, sehen hier ist irgendwie auch nichts, ne? Hier ist Kohl. Hallo Helmut, dich kann man nicht gebrauchen. Kohl, Kohl. Also das ist ein Territorium, so ist nichts Neues. Mal gucken, ob es hier auch... Ah, hier oben jetzt noch Flachs, ne? Okay. Wird alle hier versammelt. Wow. Hat der jetzt gefunden? Eisen, mittlere Ader, Eisen, große Ader. Okay. Und hier, gut, Kalkstein, den davon kann ich gar nicht. Eisen, mittlere Ader, okay. Warum wir hier nehmen noch Eisen hin, das ist nämlich sehr, sehr gut. Tatsächlich. Mit ein bisschen Fullspeed. Aber auch irgendwas Spezielles fürs Thumbnail, das heißt, ich würde hier gerne das Ding noch bauen. Das Eisenlager, wenn ich da ein bisschen was habe. Eisen, überall Eisen. Einmal muss reichen. So, wie das Lager hier platt machen. Hier kommen Diebe von da hinten, die kommen so weit her, das sind sogar wieder Banditen. Okay, okay, da kann ich sie besser abfangen. Man kann ja die Garnison nach da oben hin verschieben. Ich würde sogar sagen, irgendwo hier in der Nähe oder hier unten oder so. Und tatsächlich gerade hier oben. Liebe schafft Hiebe, Diebe. Was sind gerade die anderen? Hey, er war da hinten? Warum? Ach, und die Wachen machen das nicht, hä? So, Dankeschön. Zurückziehen bitte, Freunde. Puh. Das war dann doch noch ein bisschen knapp. Der ganze Waldläufer hat draufgegangen wegen diesem einen scheiß Ding. Kannst du keinem erzählen, ey. Also, auf Patrouille, ne? Gebietserweiterung. Ne, warte mal, habe ich jetzt deaktiviert. Deaktivieren. Gebietserweiterung bieten nach oben. Und natürlich auch in die Richtung, ist klar. Hier haben wir einen Haufen Diebe, was auch sonst. Mal hier noch ein paar zu bauen. Dann kommen hier die Träger, wo ich nicht mehr so viel habe. Da ist langsam das Problem, das ich habe tatsächlich. Ich habe aber nicht mehr so viel erreichte Rüstung. Also ist der Ding gestorben. Ich habe hier noch Patrouillen. Okay. Bauen wir hier noch ein bisschen aus, bitte. Da muss die Garnison ein bisschen versetzen tatsächlich. Ja, meine Banditen sind zwar nervig, aber sie klauen ja in Anführungszeichen nur, ne? Also, ne, warte mal. Wollte eigentlich hier hin. So. Was ist los, Leute? Baut jetzt hier noch, oder? Ich habe keinen Bock mehr.
Die Grenzsteine kommen erst noch, verstehe. Bei Wohnhäusern doch eigentlich genug, wa? Ja, Träger ist das Problem. Wo war? Banditen, ernsthaft. Wo kommen die zu dahergekrochen, ey? Oh, Mann. Wieso würdest du irgendwo durch verstehen, wenn das irgendwie so Maps wären, die ich, sag jetzt mal, selber generiert hätte, ne? Aber dem ist ja nicht so. Dass die Truppen ja trotzdem wieder so vielzählig, so stark sind. Hä? Ja, der vorgeschriebene Soldaten sind schon wieder tot. Warum? Ja gut, ich kann neue produzieren, aber darum geht's gar nicht. Immerhin einer freut sich. Ah, es ist doch einfach nicht mal gut. Dann haben wir hier also Eisen. Sehr viel Eisen. Verdammt viel Eisen. Junge, Junge. Was zum? Komm, was ist los mit dir? Die geht ja richtig ab. Gold, Gold. Das sind vor allem kleine Adern, ne? Mittlere Ader, okay. Naja. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Pack mal hier hin, ne? Weil damit ist möglichst viel hier in Reichweite. So. Hätte hier dann auch den direkten frischen Anschluss. Perfekt. Das natürlich hier hinbauen, weil das Baumaterial fehlt, ne? Also sprich den Stoff. Kann ich bauen, weil wir keinen Flachs haben. Flachs muss ich erst anpflanzen. Ja. Den müssen wir trotzdem bauen können, ne? Wir haben Nadelholzstämme, Stein. Okay. Und dann mal noch ein bisschen priorisieren tatsächlich. Der Diebstahl, ja, ist nervig, aber die holen wir uns sowieso bald wieder. Keine Sorge. Da muss halt mal wieder ein paar Waldläufer herstellen, die halt unsere Diebe enttarnen. Und darauf ein bisschen achten. Die Banditen, ja, die kriegen halt auch noch platt, irgendwie. Oh, er ist da oben. Einfach zu rechnen. Erstmal die Eisenmine fertig bauen. Personal auf dem Weg, okay. Dann muss da ins Gildenhaus. Was ist denn hier los? Okay, schon fertig. Dann nehmen wir das mit dem Messer. Was ist denn bei euch mit euren Messern los? Ganz ehrlich. Baut doch einfach mal dieses scheiß Messer. Also ehrlich. Ja, Gefahren in der Nähe, du mich auch. Die Welt ist ein gefährlicher Ort, damit musst du rechnen. So, machen wir uns 20 noch von denen. Außenlager ist voll, das ist natürlich Kacke. Hat auch Material. Ich habe zwar noch ein bisschen was, aber man sieht es auch hier schon. Ich muss wieder da ein bisschen einklotzen. So.
Seil haben wir noch 13, ne? Also eben für den Reiz noch. Aber sie haben nichts mehr zu tun. Die Minenarbeiter. Ach, schön. Warte mal. Ich habe da alle Dinge noch. Moment, ganz kurz. Was mir das war? Glaube ich. Nee. Was Z oder so? Da gab es eine Option, um das Overlay zu entfernen. Ich weiß den Kürzel nicht mehr. Oh. Falls ich gleich verschwinde, wisst ihr, was los ist. P. Ah, Shortcuts, wo seid ihr? Was mit U, oder? Kartenbeginn? V. Ah. Beleuchtungseinstellungen. Ctrl L, müssen wir gleich mal testen. Einfach nur U. Okay, okay. So. Oh. Nice. Nicer Dicer, Freunde. Nicer Dicer. Danke an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Was ist denn jetzt los? So kann ich... Ah, Moment. Ging gar nicht. Entschuldigung. So. Nicer Dicer. An der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Dann hoffen wir noch ein bisschen mehr ausbauen hier. Vor allem Eisen, vielleicht auch Silber, Kohle. Und müssen gucken, dass mehr von den Typen hier habe und sie vor allem auch besser verteidigen. Und generell müssen die natürlich auch mehr ausbauen. Wieso machen sie nichts? Das werden wir erfahren. Gebietserweiterung und so, ne? Und hoffentlich neue Gegner mal, Menno. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!